Heimkehr. Früh am Morgen hat Akka den Nils geweckt. Nils, es ist Zeit für deine Entscheidung. Der Nils ist unter Martin seinem Flügel vorgekrochen und hat verkündet: «Ich will bei euch bleiben, Mutter Akka.» «Schön», hat Akka gelächelt. «Ich habe nur einen Wunsch.» hat der Nils angefangen. «Du willst dein Heimatdorf noch einmal besuchen.» hat Akka seinen Satz beendet. «Komm, steig auf. Es ist nicht weit von hier. Ich bringe dich hin.» Akka hat den Nils in der Nähe von seinem Elternhaus abgesetzt und versprochen, ihn wieder zu holen, bevor die Wildgänse weiterziehen. Mit angehaltenem Schnuff ist der Nils auf den Hof zugelaufen. 8 Monate sind vergangen, seit er mit der Wildgans weggeflogen ist. Auf leislichen Sohlen ist er über den leeren Hof gelaufen. Der Morgen war frisch und ruhig. Nur ein paar Vögel haben vom roten Ziegeldach zwitschert. Der Nils hat vorsichtig die Stalltür ein Stück aufgeschoben und ist hineingeschlüpft. Im Stall ist nur noch eine einzige Kuh gestanden. «Mairose!» hat der Nils erfreut gerufen, ist aufs Gatter geklettert und hat die grosse, schwarz-weiss gejackete Kuh begrüßt. «Keine Angst, ich mache dir nichts, Mairose. Ich bin nur gekommen, um zu schauen, wie es meinen Eltern und den Tieren geht. Wo sind die alle?» Die Mairose hat ihn mit ihren wunderschönen Augen erstaunt angeschaut. «Ihr kennt dich gar nicht wieder, Nils Holgersson. Seit du verschwunden bist und wahrscheinlich den Gänserich Martin mitgenommen und verkauft hast, habe ich deine Eltern nur noch traurig gesehen. Nur noch Kummer haben sie gehabt. Sie hatten kein Geld mehr und mussten alle Rösser, Kühe, Katzen und Hühner verkaufen. Den Hof hätten sie schon lange verkauft, wenn sie nicht immer noch auf dich warten würden. Am Nils sind Tränen in die Augen geschossen. Meine Eltern glauben, ich sei ein Gänsedieb, ein Landstreicher. Das hat den Nils traurig gemacht. Während er den Mairosen im Kuhstall seine ganze Geschichte erzählt hat, sind draussen auf dem Hof der Martin, Daunenfein und ihre Jungen gelandet. Auch sie wollten noch ein letztes Mal den Hof besichtigen. Der Martin hat seiner Familie den Gänsenstall zeigen, wo er aufgewachsen ist. Aber kaum sind sie im Gänsenstall rein, hat von außen jemand die Türe zugeschlagen. «Ische Gänserich ist wieder da! Frau, komm schauen!» hat der Holger Nilsson ins Haus gerufen. Seine Frau ist sofort auf den Hof zu laufen gekommen. «Ich will noch schlachten und morgen auf dem Markt verkaufen. Das bringt uns sicher wieder ein bisschen Geld ein.» Hat er sich gefreut. Die Mutter ist ein Stein vom Herzen gefallen. Sie hat geseufzt. «Unser Nils ist also doch kein Gänsedieb. Würde doch nur heimkommen.» Ihre Gesichter waren ganz zerfurcht von Sorgen und Kummer. Obwohl es ihnen schwer gefallen ist, sind sie zusammen in den Stall gelaufen, um dort Gänse zu schlachten.